Für mich persönlich Zeit, dass das ein Fotosalbum, wo ihn einfach gesagt, wie die Zeit vergeht, an dem ihn Bilder von sich, von seiner Familie gesagt, wie die Leute sich verändern, Situationen sich verändern, Wirtschaften sich verändern. Als klassischen Historiker muss ich da so als die besten Durchstellung eng Zeit leicht, die aufhängt bei dem Evenement, das du als Historiker für ganz wichtig hältst, an der damals kleine Strichelcher bis auf teitig Zeit hinweist an immerem Evenement der Gött. The best representation of time surely has to be the sky at night, when light from billions of years ago shines in the sky. Stars that were formed perhaps billions of years ago have taken billions of light years to reach us. And so this light, this ancient light, is shining in the sky. Our own sun shines today, and it arrives relatively quickly, but the stars are reflecting light that was created billions of years ago and that may now be extinct, but this has not traveled to us. My concept of time, I think, is emphasized by the stars, by the events that we can see from billions of years ago. Our world is so new and our civilization so young and so fragile that really it's just ephemeral. The sky is the longest event, physical event, that we can witness firsthand. Du stellst mir Zeit am Funkel 4 wie ein Spiralfeder. Wie ein Spiralfeder für was das? Wir wollen mal gucken, Zeit ist für mich gebunden an Evenementen, an physische Evenementen, die wirklich passieren. Zeit ist für mich eine Suite von physikalischen Ereignissen, von physikalischen Events, wie sie heute sagen, die Ereignisse, die fanden aber nicht auf enger Draht statt, am klassischen Sinn, sondern wenn wir mal gucken, Bewegungen am Weltraum, wir drehen uns auf der Erde im Tax, der dreht sich rund um die Sonne, die Sonne dreht sich mit den Planeten rund um das Zentrum von der Galaxie, und so weiter. Da kriegen wir am Funkel am Raum eine Spiral, also wie ein Spiralfeder. Es geht sogar noch wenig weiter. Die Spiral, alle Windungen von der Spiral sind Remmenke-Spiralen. Am Windungen wie Remmenke-Spiralen, also das gibt das gehen, was in der Physik eine Mannigfaltigkeit nennt. An so Stelle nicht mehr Zeit 4, das wäre für mich eine valable Repräsentation von der Zeit. Ich zecken zwischen dem Wasser an der Sanddauer. Weil das Wasser Floss der lebt konstant mit mehr oder weniger Wasser, lebt immer an und die Wasser immer in Ziel, dasselbe Ziel. Es gibt keinen Fluss, den wir an eine andere Richtung gehen. Das heißt also, dass du den Lebenslauf eigentlich, an den Lebensfluss, Bild vom Fluss lebt, das Spruchbild no, als gut symbolisiert am Wasser, was er wie lebt. Und Sanddauer, du seid in Zeit. Und das hat, Sanddauer hat auch die Vorteil, dass sie in der Lauf von der Zeit kann unterbrechen. Dass Sanddauer kann umstellen, da lebt Zeit in die andere Richtung. Das ist eine große Illusion, Sanddauer.
Ligne droite Zeit als wie gesagt immer selwicht, sie ist unabhängig von dem Wetter leid, sie lebt immer selwicht vor sich hin, immer an dynamisch der Vitesse, immer op dynamisch der Weis. Das Ligne droite, die traditionelle Ligne droite, wie man es an der Geometrie vom Euklid fanden. Contrairement zum Kreis, wo Sachen oder zur Spiral, wo Sachen rundherum drehen, wo Zeit sich selber reproduziert, für mich ist viel mit Ligne droite die beste Vierstellung von der Zeit. Das ist nur die geometrisch. Lo kind den dat auch nach wie so literarisch gesinn, wie in sich Zeit vierstellt. Man so jo Zeit fließt, man so noch Floss fließt, da so ein Literaten dabei, dat wie eng Metapher. Vorher wie funktioniert die Metapher. So nicht der Fluss fließt, weil ich eng Vierstellung von der Zeit tun, oder so nicht Zeit fließt, weil ich eng Vierstellung vom Fluss tun. Für mich ist die echt Explikation, die richtig ist. Das wird fundamental am Meer als ein Zeitbewusstsein. Ein Zeitbewusstsein erlaubt mir zu sagen, sous le pont Mirabeau coule la Seine, der Fluss fließt, wie Zeit fließt, an dem gedreht. Ja, du fand ich da ganz simplistisch Dauer. Voilà, ich weiß dir eng schön Dauer an da dass du wo all moment trop gucke, wo man viel zu viel gucke, mir ich ging dann aber net wie weit, dass du aber Rappes, weil da schon immer präokkupiert huet, wann der guckt bei den Ägypter hatten sie den Tod mam Ibiskappe, den dann an der Engerheit Lebenssymbol hat an der einer Hand Appes wo geschrieben huet, wo dann den echte Kalender anscheinend determiniert huet, wann man bei den Griechen den alle Kronos der Pap vom Zeus gucken. Du immer dann den Mann mit der Sechel, den Jore meid an so. Dann haben wir natürlich Leute, die immer im Gucken, die geguckt haben, wie Zeit zu bestimmen, haben Sonnenauer, und da sind am der Renaissance die formidablen Auren entstanden. Und da haben wir natürlich dann, und Zeit denke ich auch, und die Zeit der Referenz, den GMT, der Greenwich Mean Time. Aber wenn ich bedenke, dass wir auch Auren haben, mit Cäsium, die wirklich man enger Präzision schaffen, das sind die sogenannten Atomauern. An nur zu Harvard, das letzte, was entwickelt haben, das als Hydrogensauer, die ob eine Milliardstel Sekunde präzise, also das ist etwas, was sich kaum von Kaffee stellen, ne? Aber dann effektivement gesagt, den war für eine immense Bedeutung auch an der ganzen Wissenschaft, an anderen Menschen, speziell an der Medizin, die Zeit hat. Dat auch en Funktion von dem, was ihr wollt so und die Zeit, die ihr persönlich erlebt, dat wir dann Kader, wo ihr Bilder dran setzt von Sachen, die ihr erlebt wird oder auch sogar an der Future Projekte, die sich das Leben dünner vorstellt. Und da gibt die Zeit, die sich kann man vorstellen, dass man so eine Zeit von der Geschichte, wo ihr dann auch Dokumente hat, die eng Hëlle fir ze so so wat leben zu der Zeit. An de Kader gët dann immer méi zu enger Lin, wo en anschnimmen Moosstab huet, wo en dann Devenementer vun der Geologie oder vun der Paläontologie kann dra klassieren. De moment ass einfach mi eng Lin do de verschiedene Evenementer kann erklassieren. Wann ihr wollt Zeit vergleichen, zum Beispiel am Sport, du geht in Zeitfuhren, du seht am Cellulaire Batterie, da das Bestzeit, die muss ich schloen, wo den zum Beispiel Konkurrentin schon nu kommen als Wesen, voilà, da ist eine Zeit, ich muss die schloen, probieren zu schloen und dann gewinnt nicht. Und halt so geht das sogar ganz knapp, als ein Hundertstel kann Sieg oder Niederlage sein, bei dem Fungol zeitlich gesehen gut nicht das. Wir werden am Sport aber Welten Unterschied machen.
Ich gebe Zeitvergleiche mit einem Vektor, und zwar einem Punkt, dann einer Linie an einem Pfeil. Ein Punkt, das heißt, es fängt etwas an, das gilt für das einzelne menschliche Leben, das gilt auch für die Welt am Allgemeinen, die irgendwie ein Kehr angefangen hat mit einem Big Bang, los mal so, da könnte eine Linie, das ist dann normalen Development vom respektiven menschlichen Leben, aber auch von der ganzen Welt geschehen, und dann haben der Pfeil, die ja ob als die weist an eine Zukunft hin, die no dem normalen Development wird kommen, eine Zukunft, die wir noch nicht kennen, die aber von vielen positiven Vorzeichen wird geprägt sind, leben ich jedenfalls als Christ, und das ist die Zukunft, die es bei Gott an Aussicht gestaltet hat. Zeit ist ja etwas, was als Zeit fest geregelt ist. Natur hat hier Regeln, Dauer gedenken Zeit und dann hat den, wenn er am Berufsleben steht, nach einem anderen Teil, das ist den Agenda, den engem Zeit organisiert, obwohl er nicht selber ist, mit das eigentlich dafür von dem Agenda, sodass wenn ich ganz ehrlich bin, oft gefühlt, dass Zeit in gedeiert statt dass sie selber Abfluss auf Zeit wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Instrumente, die Zeit messen, es gibt Dauer, es gibt Chronometer, es gibt Metronom, es gibt Sanddauer, es gibt aber auch Bilder wie Parzen, die die Lebensfuhr durchschneiden. Bilder, die mich ganz stark beeindruckt haben, besonders an meiner Erkanntheit, heute gibt es sie nicht mehr an den Zeitungen, das sind die Bilder, wo verschiedene Generationen zusammen auf einem Bild sind. Da stand immer drin, Urahne, Großmutter, Mutter und Kind, die verschiedenen Generationen, die neben den mit den durchgestaltet gehen. Was mich aber auch ganz stark ausspricht, sind Chronologien, kombiniert mit einer Synopsis, also den Auflauf von der Zeit, aber gleichzeitig neben den von verschiedenen Ereignissen. Ich ging so eng Blumen an eng Schäfra.